Ja, salut und herzlich willkommen bei Lux Play. Heute mal ein bisschen ein anderes Video für euch, wie das während der Pause empfangen ist. Alles ein bisschen hochgeschraubt an einem Platz zum einen Games Rewind für euch, wo wir uns sicher an 30 Sekunden pro Kategorie die Highlights von diesem Jahr abzählen. Und mir hoffen, euch gefällt es und noch einen guten Rutsch. Mein Indie-Spiel von diesem Jahr, das wäre dann Below. Und das liegt einfach daran, dass das Spiel für ungefähr 5 Jahre angekündigt ist und ich seitdem auf das Spiel gewartet habe und mega cool ausgesehen. Das ist ein bisschen so Dark Souls-mäßig und Roguelike, wo eine isometrische Kamera holt und so weiter. Und, ja, das ist ziemlich schwer, aber auch nicht geil. Und ja, das ist mein Indie-Game vom Jahr. Also ich habe genau 30 Sekunden schnell zu schwätzen. Also, Indie-Game, ganz klar Gris. Gris ist ein wunderschönes Spiel von Digital Devolver, oder von Devolver Digital natürlich. Und es ist mega. Es ist mega schön gezeichnet, dass mit Wasserfarben gemacht. Die begleitet ein Mädchen auf seiner Reise, Stimmraum zu finden. Am Anfang kommt noch gar nicht drauf. Lehrt Fähigkeiten, es ist mega cool. Ein kleines Indie-Spiel, rund 3 Stunden, das passt durch. Es macht viel Spaß. Und ja, mein Indie-Game von diesem Jahr ist witzig. Schon habe ich keine Indie-Games dieses Jahr gespielt. Mir schon aber den Hollow Knight beim Kollege gespielt und hat mir ziemlich gut gefallen. Das werde ich mir sicherlich dann demnächst wählen. Und dafür so nicht dann gut. Das ist mein Indie-Game für das eben Hollow Knight. Ja, moin, für mich das Beste und auch wahrscheinlich das einzige Indie-Game, das ich dieses Jahr gespielt habe, ist den Hollow Knight, das ist schon 2017 rausgekommen, für Switch recht offiziell. Ein ganz großartiges Spiel, an dem für nur 15 €, 20, 30 oder mehr Stunden zu dienen, mit einer ganz schönen und immersiver Welt, viel zu entdecken, challenging, und ich kann noch so viel mehr drüber so, wir resümieren einfach Dark Souls und Metroidvania, mehr geht nicht so. Mein Indie-Game vom Jahr ist Overrides Max City Brawl. Das ist auch ein Indie-Spiel, wo ich das Jahr gespielt habe. Ich meine, was geht einfach mehr geil ist, wie Riesenroboter, die voneinander geht, Riesenroboter kämpfen, Städte zerstören. Ich meine, mehr brauchst du nicht. Weil also mein Indie-Titel vom Jahr 2019 als Moonlighter, gerade für der Switch, weil das ein schönes Spiel für NRW. Das lässt sich flott spielen, dauert nie lang. Hat mich immer im Spaß an zum auch optisch als wirklich wunderschön jetzt gucken und dafür ist das mein Indie-Spiel vom Jahr 2016. Den beste Soundtrack vom Jahr 2016 ist für mich aus Super Smash Bros. Ultimate. Einfach aus dem Grund, weil du so viele Titel sind, dass ich wirklich stundenlang kann setzen und einfach eine Musik lauschen, weil ich gerade keinen Bock mehr heute irgendwas zu spielen. Und das ist wirklich von allen Spielen überhaupt, die du bei Nintendo kommen, wirklich stumm dabei. Und das ist wirklich dafür mein Hit von der Musik für 2016. Ich weiß nicht, ob das zählt, wie das der Remaster ist, aber für mich ist es vom Spyro Reignited Trilogy. Weil den Soundtrack mich schon damals als Kind begeistert hat und auch lo, wo ich die Lieder nicht hören habe, habe ich mich ganz viel in einer gefehlter 15 Jahren gefehlt. Entgegen der öffentlicher Meinung fand ich auch, dass der Reignited Soundtrack ziemlich gelungen ist und dem Original am meisten hier steht. Mein Soundtrack vom Jahr kommt vom Super Smash Bros. Ultimate. Ja, es tut nicht vielleicht der Mega-Soundtrack mir einfach. Den Opening-Soundtrack, der ist einfach so legendär. Ja, den beste Soundtrack war keine einfach Entscheidung, ist schon schlussendlich Monster Hunter World geholt, nicht weil sie Elite wert über allem anderen steht, weil die Musik immer praktisch perfekt zu dem passt, was du gerade tust. Dschungelmusik passt bei den Dschungel, Wüstenmusik bei der Wüste, legendär Monster und epische Soundtracks. Und als Beispiel will ich zum Beispiel ein großes fliehend Monster, die wird alles verscheißt und sobald wie das abtaucht, hast du einen Soundtrack, bei dem du an Ritt der Walküre denken musst. Einfach wunderbar schwer für die Sache. Für mich ist das Jahr Soundtrack das Lied zwischen Assassin's Creed Odyssey und Sea of Thieves. Nee, ich gebe den Moment so, dass Sea of Thieves ein bisschen besser ist, weil du halt am Spiel selber Musik als Spieler mischt und du bist aufhörst, da kann man die Instrumente und außerdem die Piraten und Piratenmusik ist halt geil. Kategorie Soundtrack
Spider-Man hat den geile Soundtrack. Also war das Spiel die Soundtrack? Ich spiele den Soundtrack kann ich nicht spielen. Die hat keine Kampfmusik, die hat kein Geklirs von Waffen, die hat keine Opening-Musik. Wer für Assassin's Creed irgendwie der typisch Assassin's Creed-Musik. Aber weil spielen wir mich den Bedeutung mit der Musik bei eindeutig nie Automata, was das ja auch für Xbox rauskommen ist. Ich habe sogar meine Playlist, die muss lauschen. Als letztes Jahr Soundtrack auf die Year gehen, ist einfach mega. Wirklich einfach mega. Beim Artstyle Direction muss ich dann nachke Hollow Knight erwähnen, einfach weil hier ganz Welt der besass werde ich so noch nicht gesehen hun. Die Idee aus hat alles ein bisschen eng Insektewelt, also net gesagt den an allem. Hier Häuser, wo sie wohnen, hier Rüstungen, hier Waffen, alles aus irgendwie beim Niveau wat kein Insekten entsprechen. Alle Charaktere sind Zuchte von Insekten. Und irgendwie also aber schön, obwohl nicht mehr etwas Schönem klingt, auch dat bis noch nicht so gesehen an unheimlich charmant. Ja, für Artstyle gebe ich den Moment auch nenker Sea of Thieves soen, einfach weil das Spiel deckschön gemacht ist, so liegt kannerisch cartoony Element, das eine Grafik, die nie allwert gibt, weil kannst in 20 Jahren noch spielen, sieht nochmal genauso gut aus. Und einfach das Wasser an dem Spiel. Ich meine, schon nie so geil Wasser an einem Videospiel gesehen und ich meine noch nicht, dass das in nächster Zeit getoppt wird gehen. War den schönsten Artstyle von mir 2016 hat für mich Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli, weil der einfach Spieler waren, die in der Kante gespielt hat, die du einfach einen Kanal gemacht kaufen und alles gesagt ganz leber. So Pikachu Evoli, die sind so schön animiert, die ganze Landschaft das von der Schön, kann ihn die ganze Welt wirklich merken, so gesehen, wen sich immer viel gestaltet hat oder müssen vier Stellen Demos und dafür ist das für mich das optisch schönste Spiel für 2016. Artstyle hun ich mega gut von den Dragon Ball Fighters. Also da hast du den richtigen Anime-Look, nicht den Naruto. Es war wirklich, wenn du den Manga selber gehst lesen oder den Anime gehst gucken, das ist mega cool. Also du hast wirklich die Leute clashen, du hast Spezialattacken, die ganze Arena zerfetzen, Planeten, die quasi explodieren, Maps, die einfach eine ganze Map geschleudert, Explosionen, einfach. Es geschieht so viel Team, du hast einfach so viele Leute, die zusammen verdammt so viel Blödsinn war. Mann. Für den Artstyle and Direction Purspieler, wo mir ziemlich gut gefallen. Ich hatte den Villendesign vom Spider-Man immens gern, weil irgendwie das modern mit dem klassischen verbunden wird. Sea of Thieves hat auch einen immense, knuffig gelungenen Artstyle an. Nach ein Kehr Spyro, weil et tut mir gefallen, wie sie das alt und das neue Triverbrot an meine Zeit lebt. Okay, dann war das. Mein Preis vom Artstyle, der geht um My Hero Wants Justice. Ich fand einfach, dass immer die Story-Mode hast mit ganz viel lebt gezeichnet gehen wirklich, wie ich auch schon am Video selber erwähnt habe. Mit denen Kacheln meinst einfach wirklich, du gehst einen Comic lesen. Meine Überraschung vom Jahr, da gehe ich den Preis und WWE 2K19 vom Spielmodus, vom Spielsystem aus genau das nämlich wie all die anderen mit 7 Anschmull Pferdesprit richtig geilen Story-Modus dran zu bringen. Und noch mal den Towers, wo immer für alle Events einen neuen Tower rauskommt, wo es neue Stuff kriegst. Ich fand richtig geil. Meine Überraschung vom Jahr ist nicht unbedingt Videospieltechnisch basiert. Mir sind überrascht, dass ich mal 2019 tatsächlich noch einen Switch gegönnt habe. Das hätte ich so nicht gedacht. Ich war nämlich ganz oft mit mir selber im Kämpfen, sollst du sie wollen, sollst du sie nicht wollen. Dann habe ich mal so geholt und ich habe nicht ganz viel abgespielt, mir bislang gefällt mir. Ich bin positiv überrascht darüber. Bon, du dafür dritt an der Reihe muss ich nächstes Ecke Hollow Knight nennen, weil das einzige Spiel an Just einfach mal so zufällig durch zugegrafen und absolut nicht bereit tun. Ich hätte gedacht, wäre es das Schnee vorbei, vielleicht zu spielen, 15-20 Stunden über die Jahr, aber mittlerweile über 50 Stunden gespielt, immer noch viel zu entdecken und unheimlich motiviert für weiterzufahren. Ich meine, ich habe noch weiter viel Spaß und ich kann jedem das Spiel wirklich nicht mehr empfehlen für 15 €. Greift zu. Meine Überraschung des Jahr, das war das den Halo Infinite Teaser gewisse ginnners. Du net nimmen dats en Halo gewisse ginnners, weil schon du mat gehofft, méi einfach wéi den Teaser firstalt ginnners hunn war einfach dein riesige Überraschung, dass dat Halo ass, weil schon die Eichtalsch vom Teaser einfach
mis roden wat der tolle soll sinn an da wenn das fir mech die gräessten Überraschung die ich das Jahr hab. War még gréessten Überraschung fir das Jahr war den Halo Infinite Teaser, de kom weil dat wirklichschen Spiel als Halo vun vu gut gespielt vu méche Spiel wie lacht Spiel an dat ze wirklich die Frieden sech immer an dofir war ja mich überrascht bin den Teaser kën ze gesinn. Überraschung vom Joar ass für mech ganz eindeutig Way Out. Ich hat Way Out mat engem von eurem Team gespielt, man Billy hat gespielt an das mega. Das ist einfach ein Spiel, du kannst immer zu 2 spielen an das kannst du ziemlich spitzische Situationen. Das Kind zum Schluss was da bist mir an einem Shooter dran, weil es wirklich an Spiel passt, weil dich bist raushält. Und das ist aber auch fair. Du kannst auch 4 Gewinn spielen. Das ist wirklich mehr. Du spielst einfach der Kollege, du kannst Dart spielen, Arm drecken, einfach mal Tasten drecken. Also die Innovation war wirklich mega. Also du hast wirklich viel Spaß mit dem Spiel. Okay, ich probiere mich schon Zeit zu halten. Disappointment vom Jahr, das war für mich mit bisschen das Telltales so gemacht wird. Ich habe mich ein bisschen gefreut, einfach neue Tales von the Borderlands zu spielen. Ich werde nie wissen, was da der Köchte dran ist, die sie zum Schluss abgemacht haben. Ja, ich Spoilerin, ich denke, das ist schon lange dabei, also Spoilern, okay. Dann was tun wir noch? Ja, mir noch so viele Spieler, die man irgendwie fertig werden gesehen. Guardians wird auch nie da wirklich fertig gemacht gehen. Das ist schön aus, das geht vielleicht überholt. Was gucken wir dann? Aber das war Disappointment von mir. Menge Enttäuschung des Jahr aus Red Dead Redemption 2. Ja, schon gesagt. Nicht weil du schlecht spielst, mir einfach weil keiner den ersten Teil war eigentlich ein Top-Spieler, die je gesehen. Und den zweiten hast du mir einfach irgendwie Ziel Launch geschossen, von dem war das so Sinn am Platz in Red Dead Redemption 2 als du Red Dead Cowboy Simulator. Und das hat für mich nicht so viel Spaß gemacht wie halt normal Red Dead Redemption. Menge Enttäuschung von diesem Jahr ist definitiv Agony. Ich wollte mal kaufen und ich habe mich immens drauf gefreut. Die ersten Trailer, wie sie gewesen und den Artstyle, die ganze Atmosphäre. Ich war so, yes, endlich etwas, was nicht am Genre von Dante's Inferno ist, was für so ein geil, creepy Hell beschreibt. Und ein Endresultat ist, wie der gesagt, eine Furzener Landschaft. Schön. Die wohl mat größten Enttäuschung für mich das Jahr war den Naruto Shinobi Striker, weil das war so, wenn den Trailer guckt, das war wirklich ein cooles Spiel, aber wenn es wirklich gespielt wird, die Steuerung hat mir nicht gefallen, der Kampfsystem hat mir nicht gefallen, und zumindest auch, wenn den Drunk gespielt wird, das war nicht gebalanced. Und aus dem Grund ungefähr nur 10 Spielstunden, also doch schon direkt nie mehr gespielt mehr, und dafür eine größte Enttäuschung für das Jahr. Mein Disappointment vom Jahr geht leider Gottes und die neue World of Warcraft Expansion Battle for Azeroth. Sie können mehr, da tun wir gesehen beim Legion. Ich weiß nicht, vielleicht ist es noch zu frei, weil durch Jahr mal nicht raus ist. Könnte vielleicht noch etwas wie momentan, also für mich leider nicht so gut das Spiel demoliert. Mein Disappointment vum Joar als e grossen Hagen Slave mis an den Darksiders 3 sinn. Ich hab mich immens gefreet, warum enker so Spiel ze spiele, méi wie ich du gesinn hunn, Grafik as grimmelech an den absolute Minimum. Das sind proper geändert, der vielen Ecken an Ende net fertig. Kamera fektig zu den schlechtste Moment, da vieles in der Schwierigkeit wirkt artificiell, am seelech Gegner Aufwieslung, nëmmen Bossfights macht den absolute Minimum fir a Rocket ze sinn, was dat Spiel sinn.
definitiv God of War. Dat ma vun Ufang bis Schluss immens gut gefallen. Noch boget wie Schneke durchzuspielen am New Game Plusilo. Geschicht war super, de Gameplay immens viel Spaß gemacht. Mir gefällt doch den neue Kratos wesentlich besser wie den alle Grandzeit dessen Deler fir Drun. Auch Musik war immens geil, Grafik. Ich kenne nur noch stundenlang schwarze mir schon noch 5 Sekunden für Hand op. Mein Game of the Year 2018 als Sword Online Fatal Bullets. Ist ein wunderschöne Story. Du kannst den Charakteren kannst alle guten Einzel oppassen, du kannst dich so skillen, dass du immer die Äner ugepasst bist, bis du matt hältst. Du kannst dein Abwehrsystem, dein Hauptbegleiter kannst du nicht skillen. Schon ein paar Stunden dran verbraucht, gut gesagt. Beim Game of the Year muss ich mich da ganz einfallslos der Majorität durchschließen. So God of War, den neuen wirklich Game of the Year für wat, weil für alles was zu machen, machen sie gut. Kämpfe sie säftiger machen, los, Bosse sind episch, die Story ist gut, entwickelt sich weiter. So viel was du kannst machen, was du nicht muss machen, was das Spiel mir groß möchte. Die Story möchte so viel Lust auf mehr und ich kann kaum werden, den nächsten Teil zu spielen. So gut, der Support-Charakter ist nicht überflüssig, mir absolut höllefrei. Ich kann wirklich nicht viel dazu sagen. Für mich als mein Game of the Year definitiv Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli, weil das Spiel natürlich schon mindestens 80 90 Spielstunden gemacht an schon immer Spaß zu tun, dass jetzt nur noch immer do alles zu machen an kann ich nicht ohne Problem immer am Spielen, also mich Spaß an dafür ist das mein Game of the Year. Kommen wir zum Game of the Year von 2018. Das ist für mich Spider-Man. Vielleicht wird es so, ja, aber God of War war auch der gut, ja, God of War war der gut, aber ich muss sagen, dass ich mehr Spaß habe mit Spider-Man. Es hat einfach Spaß gemacht, mit Spider-Man drin zu schwingen. Du hast die ganzen Kostüme, einfach die ganze Geschichte der Kostüme, die du dann selber nach nur sich passt. Oder wo es da geguckt hast, so, oh cool, der Kostüm ist der cool, was kann den, die ganzen Gadgets. Einfach die Masseschlacht gegen 20 Leute, dann hast du noch Bosse, die du bekämpft hast. Es war einfach ein sehr gutes Spiel an New York, oder Manhattan in dem Fall, mit sehr gut gepasst. Beim Game of the Year hängt ein Joch irgendwo zwischen God of War und Spider-Man. God of War meint so allgemein irgendwie wahrscheinlich noch der bessere Spiel. Aber Spider-Man ist halt dick geil gewesen und hat so die richtig lang, war kurz und knackig. Musik war auch geil, den Charakter sind Spider-Man richtig gut hingekriegt und doch mega Spaß gemacht. Mit, du hängst so dazwischen, das gibt so einen Gleichstand. Für 2019 freue ich mich schon mal direkt am allermeisten auf Devil May Cry, weil als langjähriger Fan, den durch die Serie überhaupt auf den Herrn Slay Commerce, freue ich mich so krass endlich ein neues Spiel an der aller Serie mit dem weißhorischen Dante mit dem etablierten Universum spielen zu können. Demo verspricht immens. An de Sekiro als langjährigen Dark Souls Masochist muss man auch das und den neue Setting verspricht immens fördern zu gehen, auch wenn ich die ganze Countermechanik nur noch gar nicht beherrsche, mehr sind Masochist let's do it. That's what she said. War ein Schmaus für 2019. Gut Spieler auf alle Fall. Was freut mich alles? Sekiro, Resident Evil 2, Anthem, Metro Exodus, der neue Luigi's Mansion, wie er schon lange Switch schon. Mortal Kombat 11, okay, so viele Spieler und ich hoffe einfach, dass das soll geil gehen, dass das Geld gut investiert ist für 2019. Spieler von 2019, die ich mich am meisten freuen, das geht Kingdom Hearts 3, Blaze Blue, Crackdown 3, Metro Exodus, Jump Force, Anthem, Devil May Cry, Luigi's Mansion und ganz klar Biomutant. Und einfach einem Lochland fand ich geil ausgesetzt. 2019, das ist alles Jahr. Wir wissen nicht, ich weiß nicht genau, wie viel Spiel das ist, Schweizer, weil es sind ja so viele am Januar kommt allein schon Resident Evil 2 raus, Remake. Es kommt Kingdom Hearts 3 raus. Kingdom Hearts 3 kommt endlich raus. Ich bin so lange auf das Spiel gewartet. Und das ist endlich da. Dann haben wir noch am Februar Anthem. Dann kommt noch, was kommt noch am Februar raus? Es kommt so viel raus. Aber für mich ist 2019 das Jahr von Kingdom Hearts. Und ich hoffe, das wirklich nicht verkackt. Das ist doch schon im Internet geleakt gehen. Ich habe noch kein Leak gesehen, aber ich freue mich so krass auf den 29. Januar. Aber auf die Spiele, wo ich mich 2019 am meisten freue, sind halt Trials Rising, das ist das Motorspiel, dann eigentlich Pokémon Core Game, Dead or Alive 6 und dann Jump Force von den Anime-Prügler halt ist. Das sind die Spiele, auf die freue ich mich am meisten, die nachkommen werden.
für 2019 du fre mich op ganz viel Jump Force, Metro, Anthem wat können noch alle können so viel nächste Jahr kann schon mal richtig entschieden aber ich mein, am allermechten fre ich mich op den neuen Devil May Cry weil auf ultra lang hier ist das Devil May Cry 4 rauskommen also riese Fan von der Reise sind an keine Ahnung Devil May Cry ist ultra geil Sprüch geil Grafik und so Fangst über Zeit mat der get der kun neicht